Deva an Dammer hu sech fir d Glutenintoleranz interessiert. Sie hu sech 3 Aspekte vun der Autoimmunkrankheit ugeguckt. Sie hu mat engem Responsable vun der ALIG, d'Association des Intolérants au Gluten, mam Patron vun engem glutefreie Geschäft a mat enger betroffener Person geschwatzt. Mehr am André Chaussy enge Verantwortlichen vun der ALIG geschwat. Hin erklärt, wat d'ALIG überhaupt ass. D'ALIG ass d'Association des Intolérants au Gluten. Et gëtt die lodest Joer 25 Joer, dat feiermocht Joer an mé hunn hauptsächlich Membern, die natürlich die Krankheit hunn, mir och Leiit, die wo Kanner dabei sinn an die Vieren. D'ALIG organisiert viel Sachen. Ich menge mir hunn so eng 400 Membern, wo man dann auch gucken, dass die Membern alles wissen, wat im Gebiet vun der Glutenintoleranz neu ass. Wir gehen als Member und eng Newsletter raus. Das ist natürlich immer informiert, die Sachen, die neu sind. Plus kümmern wir uns darum, dass die Leute Restaurants fanden, sie können auch nicht Gluten essen. Das groß dabei ist neu, und ich meine, du hast noch viel zu machen. Hier hat es dann noch erklärt, was Gluten überhaupt ist. Also Gluten, das ist ein Protein, die wir können am Gefäß, am Roggen, an der Gicht, auch am Spelz. Und die mischt eigentlich den Dünndarm. Futti, wenn ich kann so einen Dünndarm gemäht von so kleinen Zotten, kleinen Hoher. Und die gehen dann komplett aufrasiert, wenn die Gluten ist, wenn die Intoleranz hat. Mehr und hier gefragt, wen die betroffenen Personen sind. Es sind so Fragen, an dem Mann ging es so ungefähr. Nee, das ist auch so, dass wir auch noch nicht wissen, wie viele Leute im Land sind, die das tun. Weil das theoretisch 1% von den Leuten, die das nicht tun. Und, wir haben aber lo, wenn wir als Member gucken, die kommen nach Ginn, dann laufen die Jahren, wir 800 ungefähr Fälle, die wir kennen, wie an der Statistik da sind. Es müssten dann aber bald 6000 sein oder sogar noch mehr. Wie als von der ALIG erklärt gouf, soll 1% von der Population glutenintolerant sein. Was heißen will, dass bei unserem Lycée 10 Schüler betroffen sind. Mehr haben mit enger Schülerin geschwärzt. Ich bin heim am Emma, was genauso wie ich eine Glutenintoleranz hat. Emma, sag mal, wie hast du das rausgefunden? Meine Schwester hatte das echt, wo wir rausgefunden hatten. Und danach hat meine Mama ein bisschen gerätselt, weil ich ein bisschen dieselbe Unzeichen gewiesen hat von einer Glutenintoleranz. Und da hat man halt geguckt, dass ich das auch hatte. Aber was für Unzeichen waren das? Ich hatte halt auch ein Problem mit der Glutenintoleranz, weil das ja alles Bannen halt zerstört. Schießt bei mir ist halt nach das Problem, dass das bei mir auch um Schanke geht. Und dafür war es halt nicht direkt klar, dass ich das auch hatte. Aber wie hat sich das auf die Schanken ausgewirkt? Bei mir war es so wie ein 8 Kinderräume und so wie ein Hüftschnupfen. Da hat sich dann halt Wasser in meiner Hüfte gebildet, ein bisschen zu viel. Und ich hatte halt auch ein bisschen Probleme zu tröppeln am Anfang. Das war halt das mit den Schanken. Wo isst du an der Mittagspause? An der Mittagspause erst nicht an der Kantine. Ich gehe nämlich alle Morgen hin, extra bei der Koch selber reservieren. Und dem möchte man dann die erste glutenfrei mit ist. Aber wie misst du da dann eine kleine Pause wie morgens? Morgens ist nicht einfach ein Stück Obst. Da ist sowieso nichts dran, was mir belangt. Wie hat sich dein Leben verändert, nur der Diagnose? Nur der Diagnose und halt viel besser müssen aufpassen, was ich essen. Und an verschiedenen Produkten ist halt auch mir dran, zum Beispiel wie Seife oder Zahnpasta. Und das war halt ein bisschen umständlich, weil ich nicht immer direkt alles gedurcht tun, weil ich muss noch immer drauf lesen und das war ein bisschen umständlich. Und heute habe ich doch noch am Anfang vergessen und das war ein bisschen nervig. Aber so geht es. Wie hast denn du deine Reaktion drauf, wenn du mit Gluten in Kontakt kommst? Mit der Haut oder wenn es isst? Von der Haut her habe ich halt keine Reaktion. Das ist, wenn ich da wiederkomme, geschieht nichts. Aber wenn ich esse, kriege ich halt Bauchweh und es geht halt noch immer ein bisschen um meine Hüfte und um mein Knie. Das ist ein bisschen Probleme zu trippeln, aber das geht mittlerweile.
Was sind so die typisch dummen Frohen, die immer gestaltet kriegt? Also die Meesfroen sind dann noch immer so, egal was mir da noch Ugebäude gibt, auch von der Cheesesteak Urbs, dass dann immer direkt so, kannst du das da sicher essen? So. Oder auch so als Witz heinst du, oder kannst du das sicher uppacken oder essen? Und dann da sind noch immer so, ja, das gesagt dir, dass du kein Gluten dran sind. Und dann ist auch immer so, du wirst die genervt. Aber so ist es. Also das war ganz normal, mit Reaktion drüber ist. Bei der Herrenhut kann ihn als Betroffene von einer Glutenintoleranz normal leben, wenn ihn auf verschiedene Sachen aufpasst. Denno si mir bei de Sandro an den Zolver Ägefu. Du gëtteten un Mundo senza glutini, dat enzech glutenfreit Geschäft heit zu Lützeburg. Hin huet er erzielt, wie hin iwwer op die Kommers fir so Pesei opzemachen. Avant tout, c'était l'idée de ma femme. Donc, nous, on a une fille qui s'appelle Olivia et qui est diagnostiquée depuis l'âge de 4 ans, qui était diagnostiquée malheureusement cœliaque. Donc, on était un peu désemparés, comme tous les parents, parce qu'on voyait notre enfant qui avait du mal. Et on a essayé de trouver un peu à droite à gauche les produits qu'elle n'aimait pas forcément. Et donc on a commencé à se poser la question, à dire mais on va peut-être chercher ailleurs. En étant italien, on descendait souvent en Italie, donc on a eu la chance de trouver quelques magasins spécialisés dans son gluten. Donc on y est un peu tombé dessus par hasard. Et notre fille, quand elle a vu ça, elle était au paradis. Et là, en fait, elle nous a ouvert un petit peu les yeux. Autant de joie dans une petite fille de 5 ans. C'est vrai qu'au Luxembourg, il n'y a pas de choses comme ça. Ben, peut-être qu'on devrait peut-être essayer. Et tourner dans la tête, on a contacté les fermes italiennes qui sont les leaders mondiaux dans son gluten. Et voilà, ça s'est fait. Et maintenant, voilà, on est ouvert depuis 3 mois. Den Sandro hat es auch verraten, was sein Bestseller ist. Nous, on a un avantage par rapport à, disons, les autres magasins qui vendent plus ou moins du sans gluten ici à Luxembourg, c'est qu'on fait du surgelé et qui est un produit très intéressant. Donc, on a remarqué que les gens aiment ça. Et notre fille aussi aime, en tout cas. Voilà. Donc, on a que ce soit pizza, pain, croissant, voilà, toutes des choses que notre fille, premièrement, aime. Donc, parce qu'en fait, c'est elle notre baromètre. C'est elle qui nous dit, bon, après nous on goûte aussi bien sûr, mais c'est elle en fait qui nous dit ah c'est bon oui, elle a un bon goût dans la bouche, voilà, et elle nous dit les choses. Et on est très attentif, on écoute et elle se trompe presque pas. War das besonders Corona rein glutenfreiheit geschafft zu hun? Je dirais que tout le reste a aussi un bon impact au niveau vente. Voilà. Bon, après, on est tout nouveau, on est encore en phase de démarrage, si on veut, hein, mais on est confiant et donc je crois que les produits vont bien se vendre, tous. Wie reagiert Clio, wenn er rackend? Surtout les enfants rentraient avec de gros yeux. Avec de gros yeux. C'était formidable. Ils venaient dedans et bouche ouverte et gros yeux comme ça. Et ils disaient merci. Plus rien à dire. On savait ce qu'on avait fait quelque chose de bien. Déjà avant tout pour nous, pour notre fille, et après pour les autres. Natürlich kann ihn alles glutenfrei nur machen. Ob es schmeckt, ist aber ein anderer froh. Der Sandro hat es nachgewiesen, was die besondersten Produkte an seinem Geschäft sind. La gamme Graziosi. C'est des produits à base de pâtes feuilletées en principal. Hein, et je trouve qu'ils ont fait pour les avoir goûtés, pour les avoir fait goûter aux gens, parce qu'avant de les acheter, on avait fait un petit test. Et ça s'est avéré qu'ils sont des produits un peu particuliers, très bons, très bons, presque aucune différence par rapport à un produit avec gluten.
donc dans la pâte feuilletée, il faut bien comprendre quand même. Hein. Et je trouve que c'est, voilà, par exemple ça, donc les cannoli, qui sont farcis avec du gianduja, donc c'est du chocolat en fait, hein, à base de noisettes. Que ce soit les cubotti ou les petites éventails, les éventails en pâte feuilletée, les gens aiment. Et ensuite aussi, de la même gamme, donc on avait les produits. Ça, les gens, vraiment, on dit oui là-dessus. Voilà, ça c'est des pâtes extra, magnifiques. Il y a des gens, moi personnellement, que j'aime les pâtes, hein, bien sûr, hein, et que j'aime les pâtes traditionnelles, eh bien, ça ne me dérange pas du tout de manger cette pâte-là. Des fois à la maison, avec les filles, voilà, on se mange, on s'est fait une bonne pâte qui est d'ailleurs la pasta di Gragnano, hein, donc, qui est déjà bien connue en Italie. Et en étant du sans gluten, donc c'est que du maïs blanc, maïs jaune et du riz. Travailler de la façon dont qu'on travaille la pasta di Gragnano. Une fois qu'on la goûte, voilà, on aime et on adhère sur ces produits-là et les gens achètent. Voilà, donc ça pour moi, oui, c'est des produits qui sont valables, oui.